Danke vielmals, Andi. Ostern ist ja der Morgen, wo wir zusammen feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und ich habe einen Auferstehungsbibeltext ausgewählt, um ein paar Gedanken darüber zu teilen. Und es ist ein Bibeltext, der ist super faszinierend. Aber er beginnt an einem Ort, den man vielleicht nicht unbedingt auswählen würde. Er beginnt nämlich beim Sterben und beim Tod. Und so beginnen wir heute auch an diesem Punkt. Wir haben ja in dieser ganzen Corona-Zeit und so weiter uns geübt mit Statistiken und wie die zustande kommen, was es da für, wie die Daten erhoben werden, was es für Interpretationsmöglichkeiten gibt und so weiter. Und ich habe heute eine Statistik, die ist 100% safe. Und zwar, 10 von 10 Menschen werden sterben. Wir sitzen alle hier und müssen mal sterben. Das ist eigentlich für viele Menschen ein schwieriger Gedanke. Ich finde das auch spannend. In unserer Gesellschaft hat man ja dieses ambivalente Verhalten im Umgang mit dem Sterben. Auf der einen Seite denkt man nicht gerne darüber nach, besonders wenn es persönlich wird und verdrängt das eher. Und auf der anderen Seite findet man das absolut faszinierend. Also zum Beispiel in Filmen, es gibt ja Filme, wo extrem viele Leute die ganze Zeit am Sterben sind. Spitzenreiter ist anscheinend ein Film, der heißt Guardians of the Galaxy. Dort sieht man 83.871 Menschen sterben. Also man sieht, wie die sterben. Das sind 693 pro Minute. Das ist sicher ein sehr interessant, ja. Das geht dann so weiter, sogar die 50. Position, dort sieht man 3 Personen, die pro Minute sterben. Also auf der einen Seite haben wir einen Umgang mit dem Sterben und dem Tod. Ja, wenn es uns betrifft, vielleicht eher nicht zu viel darüber nachdenken. Und auf der anderen Seite hat es trotzdem irgendwo so etwas Faszinierendes. Und ich frage mich, woher kommt das, dass wir eigentlich nicht so gern über dieses Thema nachdenken? Ich habe mich da mal damit auseinandergesetzt und es ist ja nicht nur so, dass es diese Statistik gibt, dass das jeden von uns betrifft, dass wir mal sterben müssen. Es gibt auch eine andere Statistik, man könnte sagen, 100% von den Lebenden, die sind noch nicht gestorben. Also keiner von uns allen weiß, wie das geht, wie sich das anfühlt und kann ein paar Tipps noch geben oder so, hat da schon eine Erfahrung damit gemacht und kann es jetzt allen erzählen oder so. Und dieses Ungewisse, vielleicht macht es gerade das so schwierig. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, was gibt uns die Naturwissenschaft für Antworten. Ich habe einen spannenden Artikel gefunden, ein Zeitungsartikel, da heißt es, Sterben muss nicht sein, 3 Visionen, wie Verstorbene wieder ins Leben zurückfinden sollen. Und dann wird da zuerst beschrieben eine Methode, da geht es um künstliche Intelligenz, also es gibt wissenschaftliche Teams, die arbeiten daran, die Gehirnsynapsen digital nachzubilden, möglichst präzise und genau, mit der Idee, dass unsere Seele, irgendwie unser Geist dann in diesen künstlichen Synapsen weiterleben könnte, weil sich unsere Seele ja an diese Strukturen gewöhnt habe und so weiter. Das heißt dann am Schluss von diesen Erklärungen, nach seinem Ableben kann der Mensch dann seinem Körper entweichen und in die Cloud emporfahren. Klingt für mich nicht sehr hoffnungsvoll. Dann wird das Ganze, die Methode mit der Kryonik da erklärt, dass man sich ja einfrieren lassen kann, sehr, sehr kalt. Und dann, wenn man Glück hat, wird man irgendwann wieder aufgetaut. Da steht dann, erstens muss der Körper ohne Schaden wieder aufgetaut werden können. Das ist eine Voraussetzung. Zweitens muss die Krankheit, an der man gestorben ist, in der Zwischenzeit heilbar geworden sein. Und drittens muss eine Möglichkeit bestehen, den Körper zu verjüngen. Und ich habe gedacht, viertens muss es noch irgendwelche Typen geben, die dich dann wieder lebendig machen wollen. Ich weiß auch nicht, als wissenschaftliches Versuchsobjekt oder so. Habe ich auch nicht so hoffnungsvoll empfunden. Da hat es noch etwas Drittes, finde ich noch spannend. Das Mammut kehrt zurück. Wenn man eine vollständige DNA-Sequenz des Mammuts findet und diese einpflanzt in einen Embryo, also so Klontechnologie, einer Elefantenkuh, und dann kommt vielleicht ein Mammut-ähnliches Wesen auf die Welt und läuft hier irgendwo über den Zoo oder so. Klingt irgendwie noch spannend, finde ich.
Aber auch da wird sofort klar, das ist ein neues Lebewesen. Das ist nicht der alte, gestorbene Mammut, der jetzt plötzlich wieder lebendig wird. Und ich habe gemerkt, die Naturwissenschaft, die hat nicht viel Hoffnungsvolles für uns bereit zu dieser Frage. Bin ich natürlich weitergegangen und habe mal geschaut, was die Philosophie zu bieten hat. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, der sich genau damit auseinandersetzt, wie das ist, wie man sich den Tod vorstellen muss, heißt das. Da steht dann, der Tod ist uns nicht geheuer. Keiner von den Lebenden hat ihn bereits erlebt und noch keiner ist von den Toten zurückgekehrt, um uns davon zu berichten. Das wäre ja spannend, oder? Da müssen wir dann schon genau hinhören. Bereits 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung hat es in der antiken Philosophie Überlegungen zum schauerlichsten aller Übel gegeben. Also offensichtlich in der Philosophiegeschichte ist das Sterben auch mit etwas Schauerlichem, das schauerlichste aller Übel, mit einem Übel verbunden. Ungewissheit und so weiter. Es gibt dann verschiedene Ansätze, wie man das denken kann oder eben nicht denken kann. Und weil man es ja gar nicht denken kann, muss man sich gar nicht fürchten und so weiter. Aber man tut es ja trotzdem. Also ist man wieder am Anfang vom Ganzen. Und dann hat es eine interessante Hilfe für uns. Und zwar gibt es ja auch den anderen Menschen, die müssen ja auch alle sterben. Und das ist ja gut, weil man kann sich dann gegenseitig Anerkennung geben. Ah, du hast auch diese Ungewissheit. Ah, du bist auch so ein armer Tropf. Oh je, du auch und so weiter. Und dann steht am Schluss, wenn wir uns wechselseitig darin anerkennen, dass wir dem Sterben müssen ausgeliefert sind, ändert das von außen betrachtet nichts. Tot werden wir alle eines Tages sein. Aber wir erleben eine Erwiderung auf die grundsätzlichste Weise in Frage gestellt zu werden, dadurch, dass ein anderer uns in unserem endlichen Sein anerkennt. Viel ist das vielleicht nicht, aber es ist doch immer noch besser als nichts. Okay, das ist natürlich nicht jetzt ein vollständiger Abriss der ganzen Philosophie, da wurde sehr viel über diese Frage nachgedacht, aber sehr hoffnungsvoll ist das Ganze nicht. Oh je, wir müssen sterben. Ah, du auch. Ja, aber es hilft. Ja. Okay. Und jetzt lesen wir hier einen Bibeltext. Und es geht darum, ums Sterben. Okay, das gehört dazu. Und dann aber natürlich auch ums Auferstehen. Und es nimmt genau diese Frage auf, oder? Wenn jemand jetzt wirklich gestorben ist, das erlebt hat, weiß, wie es ist und dann wieder zurückkommt, wenn der uns wirklich sagen könnte, hey, so und so ist das, schaut auf das und das sind meine Tipps an euch. Also das wäre nicht nur eine riesige Sensation, sondern da muss man ja genau hinschauen und genau hinhören. Was hat denn der zu sagen? Wie ist das jetzt? Was hat er hier für Tipps für uns? Und genau darum geht es in diesem Abschnitt, den wir zusammen lesen im 1. Korinther 15. Diese ganze Überlegung beginnt genau an diesem Punkt. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Und jetzt geht es dann gleich zuerst ums Sterben. Aber interessant, dass hier steht, hey Leute, das ist im Fall eine rettende Botschaft. Das Wort, was hier für Botschaft steht, könnte man auch übersetzen, es ist eine gute Botschaft, eine fröhliche Botschaft, das Evangelium, etwas, was man sich darüber freuen kann. Also es gibt hier, wenn man darüber nachdenkt, eine fröhliche Botschaft, nicht eine schauerliche, eine fröhliche, interessant. Es heißt hier auch, dass es eine rettende Botschaft ist. Rettend, rettend wovor? Vor dem Schauerlichen des Todes. Rettend vor dem Ungewissen, was nachher kommen wird. Rettend davon, dass man nicht weiß, was vielleicht passiert, wenn man dem Schöpfer gegenübertritt. Interessant auch, dass der Schreiber sagt, hey, ihr habt diese Botschaft angenommen. Also es ist offensichtlich eine Botschaft, die kann man hören, kann man damit machen, was man will, man kann sie verneinen, man kann sie bejahen, man kann sie annehmen, für sich annehmen. Und dann, was auch noch steht, dass sie sogar ihr Leben darauf gegründet haben. Also mit anderen Worten, hey Leute, das ist so eine gute Botschaft. Wenn ihr die hört, wenn ihr sie annehmt, dann hat das eine rettende Wirkung. Und das hat sie offensichtlich, diese Empfänger von diesem Text, so begeistert, dass sie ihr ganzes Leben darauf gegründet haben.
Interessant. Ist auch mein Wunsch für euch heute, dass ihr einfach diese Botschaft hört und dann selber dürft entscheiden, was ihr damit macht. Annehmen, nicht annehmen, mal darüber nachdenken und so weiter. Aber es steckt eine Kraft drin. Dann heißt es weiter, durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich gedacht, ja, ist ja völlig logisch. Wenn es schon eine so eine gute Botschaft gibt, dann muss man diese ja ernst nehmen, oder? Man muss das bei der Sache nehmen. Das nützt ja nichts, wenn man da irgendwelche eigenen Dinge dann entwickelt. Und beim zweiten Nachdenken habe ich gemerkt, dass das eigentlich etwas ist, was wir heute ganz viel machen. Es ist ja in unserer Gesellschaft gang und gäbe, dass man sagt, ja, was glaubst du? Ja, wenn es für dich stimmt, dann ist das gut, dann ist das sicher richtig. Was glaubst denn du? Vielleicht etwas ganz anderes, oder? Wir sind ja individualistisch unterwegs. Aber wenn das für dich stimmt, ja super. Und ich überlege mir dann, wenn jeder glaubt, was für ihn stimmt und was er will, wo hat das dann noch einen Gehalt? Wo hat es dann noch ein Stück Wahrheit? Und umgekehrt gefragt, wenn diese Osterbotschaft wirklich stimmt, dass Jesus gekommen ist, gestorben und auferstanden ist und dass uns überliefert wird in der Bibel und Gott uns das mitteilen möchte, ja, dann geht es nicht darum, dass jeder seine eigene Theorie entwickelt, sondern dass wir schauen, ja, hält das? Gibt es einen guten Grund? Und lohnt es sich dann, sich nach dem zu orientieren, so wie es überliefert wurde? Weiter geht's dann. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift, er wurde begraben. Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt. Es beginnt mit dem Sterben, mit dem Tod. Und offensichtlich ist das ganz wichtig. Zuerst das Wichtigste. Jesus ist gestorben. Also wenn wir über Jesus nachdenken, über Auferstehung und so weiter, dann ist das offensichtlich etwas ganz Entscheidendes. Da können wir uns jetzt fragen, wieso? Es gibt ja hier noch einen Anhang, eine Erklärung wie ein Stück weit dazu. Nämlich, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden. Wenn wir da weiter nachlesen und darüber nachdenken, merken wir, dass das genau das ist, was Jesus selber auch immer wieder gesagt hat, dass er auf diese Welt gekommen ist, um die Schuld und die Sünde von uns Menschen auf sich zu nehmen und die Strafe dafür zu zahlen. Und jetzt merken wir plötzlich, wieso das so wichtig ist, dass Jesus da wirklich gestorben ist. Nämlich, wenn er gar nicht gestorben wäre, dann hätte er ja gar nicht für die Schuld und Sünde bezahlt. Ja, wie könnten wir dann diese Jesus abgeben? Wie könnten wir ihn um Vergebung bitten, wenn das gar nicht beglichen wäre? Also offensichtlich ist es ganz wichtig, dass das, was bei Jesus passiert ist, nicht einfach eine Theorie ist. Manchmal wird ja erzählt, oder es gibt so die Theorie vom Scheintod, dass Jesus gar nicht wirklich tot war und dann irgendwie halt in der Kühle des Grabes wieder irgendwie neue Lebenskräfte zurückgekommen sind oder so und dann ist er wieder aufgestanden, er war gar nicht so tot, oder? Die Scheintod. Aber denjenigen, die das überliefert haben, war das absolut entscheidend wichtig. Der war nicht scheintot, sondern der war mausetot. Und das musste er auch sein, sonst ist das Ganze mit diesen Sünden, mit diesen Schulden, die Jesus auf sich nehmen will, das würde gar nicht funktionieren. Im Gegenteil, das wäre dann für die Katze. Und auch wenn wir heute darüber nachdenken, sterben, ein Toter kommt zurück, da ist es ja auch eine wichtige Grundlage, dass Jesus wirklich gestorben war. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, dass der Tod und das Sterben von Jesus absolut gut beglaubigt ist. Es gibt nämlich ganz verschiedene Menschengruppen, die haben das bestätigt. Einerseits waren da die Juden. Die haben dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es waren eigentlich die Feinde von Jesus, die wollten Jesus weghaben. Die haben das Ganze so eingefädelt, angestachelt und so weiter. Und wir lesen, dass sie dann das Grab bewachen ließen. Also offensichtlich haben sie erkannt, der ist tot, er könnte gestohlen werden. Das war ja Begründung, wir müssen das bewachen. Also die haben das ganz genau verfolgt. Die haben nicht einfach weggeschaut. Da gibt es noch eine andere Gruppe, die Römer, die Justizvollstrecker. Die waren verantwortlich dafür, dass das Urteil richtig ausgeführt wurde. Und wir lesen da von einer Episode,
wo sie den Jesus vom Kreuz nehmen wollten. Und da sind sie zum Pilatus gekommen, der dem Ganzen vorstand. Und der hat ihm gesagt, was, der ist wirklich schon tot? Der Hauptmann musste antraben und das bestätigen. Also das wurde von den Justizvollstreckern geprüft. Die waren Profis bei der Arbeit. Es ist ein bisschen traurig, dass man Profi sein kann im Menschenkreuzigen. Aber das war tatsächlich so. Und die haben gesagt, ja, der ist tot. Und das heißt, sie haben den Leichnam vom Kreuz genommen. Und die Jünger, was haben die Jünger gemacht? Auch die Freunde von Jesus, die haben genau so reagiert, wie wenn ein Anführer stirbt. Sie sind abgehauen, sie sind davongelaufen, sie haben verleugnet, überhaupt zu dem zu gehören, sie haben sich versteckt, sie kriegten Angst, sie sind zerstorben in alle Himmelsrichtungen, könnte man sagen, und haben sich aus dem Staub gemacht. Also, den Schreibern, denen ist absolut wichtig zu sagen, Jesus war wirklich tot und er ist gestorben für unsere Sünden. Weiter heißt es dann, und am 3. Tag ist er vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt wird. Und wenn wir jetzt das lesen, dann wird es spannend, weil jetzt wird gesagt, der ist ja von den Toten auferstanden. Der war tot, wirklich, echt real und ist zurückgekommen, echt real zu den Lebenden. Interessant. Also Jesus ist auferstanden und hat mit anderen Worten die Macht der Sünde und den Tod besiegt. Und wenn wir heute sagen, das Thema unfassbares Ostergeschenk, wenn wir überlegen, Jesus, er war wirklich tot, aber er ist zurückgekommen, als erster und als einziger bis jetzt und hat uns berichtet, wie das ist, dann ist das eine absolute Sensation, die schon überliefert wurde und die bis heute stimmt. Aber es gibt Leute, die sagen, wer das glaubt, der spinnt. Da wollte ich schon hin. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das stimmt doch nicht. Das ist ein absoluter Müll. Also anders gesagt, ja, damals hat man das vielleicht schon geglaubt, aber heute, wir sind etwas aufgeklärter. Also gibt es zum Beispiel die Theorie, man hat einfach den toten Leichnam geklaut und hat dann den Leuten erzählt, ja, der ist schon auferstanden, hat etwas konstruiert in Gedanken. Oder es gibt die Theorie zum Beispiel, dass sogar in der Theologie interessanterweise gibt es Leute, die sagen, das ist gar nicht auferstanden, sondern es ist nur im Geiste bei den Leuten vorhanden und man hat das, die frühe Kirche hat das dann so legendenmäßig rekonstruiert, um irgendwie das zu gründen und so weiter. Es gibt ganz viele Theorien, aber wenn wir diesen Text hier lesen, merken wir, das ist entscheidend. Es ist absolut entscheidend und eine Grundlage, um etwas Hoffnungsvolles im Zusammenhang mit dem Tod und Sterben zu haben, dass Jesus real wirklich auferstanden ist. Und wenn wir sagen, ja, wir sind heute etwas aufgeklärter, damals hat man das vielleicht noch geglaubt und so weiter, dann ist das kein neuer Gedanke. Das gab es damals auch schon, dass Leute gesagt haben, das stimmt doch nicht. Das ist doch alles, Märchen, Legende, gut erfunden. Ja, das habt ihr schön hinbekommen, keine Ahnung. Oder es ist vielleicht auch völlig gesponnen. Und das hat der Schreiber hier auch gewusst und hat gesagt, hey Leute, es gibt im Fall Zeugen, die können das bezeugen. Und zwar, er hat sich zuerst Petrus gezeigt. Also Jesus ist auferstanden und hat sich dann wirklich den Menschen gezeigt. Du könntest sagen, ja, dem Petrus zuerst. Der Petrus hat sich ihm gezeigt. Übrigens ein Wort bei gezeigt, was hier steht, das wirklich so ein irdisches Erblicken meint, nicht einfach ein geistliches Sehen oder so, sondern man erkennt etwas, man sieht etwas. Und ich habe mich gefragt, dieser Petrus, was war das für einer? Das war derjenige, der mit Jesus unterwegs war und dann bekannt wurde dafür, dass er verleugnete, überhaupt zu Jesus zu gehören. Und interessant, dass der auferstandene Jesus zu diesem Petrus kommt. Vielleicht gibt es auch so Situationen, wo du denkst, ich könnte mich eigentlich mit Petrus identifizieren. Ich verleugne manchmal auch zu Jesus zu gehören. Sage, nein, mit dem habe ich gar nichts zu tun oder so. Aber Jesus wollte genau diesem Menschen begegnen und die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat den Petrus völlig verändert. Der ist hingegangen und der war am Anfang in dieser Zeit von der ersten Kirche eine der wichtigsten Personen. Der hat krass Vollgas gegeben. Er hat sich ins Gefängnis werfen lassen, hat Jesus nicht mehr verleugnet. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, das muss etwas Unglaubliches ausgelöst haben. Und
Petrus wurde selber dann als Märtyrer irgendwann hingerichtet. Also offensichtlich hat sich da etwas Unglaubliches getan in dieser Begegnung. Dann heißt es aber weiter, es ist nicht nur dem Petrus begegnet. Und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Die Jünger, das waren die Leute, die alle davongerannt waren, als es hart auf hart ging. Das waren die Leute, die von Jesus alles gehört haben. Jesus hat es ihnen erklärt und dann haben sie es trotzdem irgendwie nicht verstanden. Wir wissen von einem Jünger, dem Thomas, als Jesus da gekommen ist, war er nicht dabei und dann haben die anderen ihm erzählt und sagte er, nein, ich glaube euch nicht, ich will Fakten. Ich will diesen selber sehen und ich will meine Hände in seine Wundmale hineinlegen. Dann ist Jesus wiedergekommen, er ist dem Auferstandenen begegnet, durfte wirklich seine Hände auf Jesus legen und hat geglaubt. Und ich denke manchmal, vielleicht können wir uns auch mit diesen Jüngern gut identifizieren. Wir haben schon dieses und jenes von Jesus gehört, aber wir zweifeln, wir sind nicht sicher. Wir fragen uns, ob wir es wirklich verstanden haben. Und genau diesen Leuten ist der auferstandene Jesus begegnet. Und es hat ihr Leben unglaublich verändert. Aber dann sagst du, ja gut, das waren seine Freunde, die können das ja so alle zusammen erfinden. Dann heißt es weiter. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Wieso ist es so genau hier? Die meisten leben noch, aber ein paar sind im Fall schon gestorben. Es klingt so, als würde der Schreiber sagen, hey Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr hingehen und all diese Typen fragen. Vielleicht müsst ihr ein bisschen pressieren, weil die einen sind schon ein bisschen alt unterdessen. Einige sind nicht mehr da. Aber viele von denen leben noch. Ihr könnt hingehen und sie fragen. Also mit anderen Worten, es ist nicht einfach eine Theorie. Wenn ihr es nicht glaubt, dann geht doch und überprüft es. Ist für uns jetzt ein bisschen schwierig, weil das sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Leben alle. Aber interessant. Also der Schreiber, der Paulus sagt, Leute, das ist eine zuverlässige Quelle. Es ist nicht einer oder 11, die ihn gesehen haben, sondern hier noch 500 dazu und noch viele weitere dann auch. Ihr könnt diese fragen und ihr könnt das abchecken. Das sind Fakten. Es ist nicht einfach irgendein Hirngespinst oder eine Erfindung oder so. Es ist überprüfbar. Später, das heißt dann später, ist er Jakobus erschienen. Wer ist dieser Jakobus? Das ist der Bruder von Jesus. Jetzt denkt ihr, ja gut, der Bruder von Jesus, die waren sicher mega gut befreundet, waren so richtig Buddies voneinander und so, haben durch dick und dünn und so weiter. Aber interessant, Jakobus oder die Brüder von Jesus, wir lesen in Markus 3,21, dass sie gesagt haben, Jesus sei von Sinnen. Oder im Johannes 7,3 heißt es, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also Jakobus, das ist ein Typ, der gesagt hat, der Jesus, der spinnt im Fall. Der spinnt. Nein. Ich glaube, dass der Messias ist, dass der von Gott kommt, glaube ich nicht. Das ist der Jakobus. Und diesem Jakobus ist Jesus als Auferstandener begegnet. Und offensichtlich muss das in diesem Jakobus etwas Unglaubliches ausgelöst haben. Da hat alles bei ihm auf den Kopf gestellt. Und wir lesen dann über den Jakobus, dass er eigentlich eine der wichtigsten, also ist die erstgenannte Säule der ersten Gemeinde, die entstand. Da wird zuerst Jakobus und dann Petrus und Johannes genannt, die als Säulen angesehen werden. Also irgendwie muss das diesen ungläubigen Jakobus unglaublich bewegt haben, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Finde ich interessant. Und vielleicht bist du auch heute hier und denkst, ja, das alles mit dem Jesus ist ein bisschen gesponnen. Weiß nicht. Glaube ich nicht. Aber der auferstandene Jesus möchte auch dir begegnen. Es geht noch weiter, diese Liste von Augenzeugen und schließlich allen Aposteln ist er erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, schreibt der Paulus, der ich es am wenigsten verdient hatte. Die Aposteln, Paulus selber, das sind Boten. Das Wort Apostel bedeutet Bote, jemand, der die Botschaft von Jesus zu den Menschen bringt. Vielleicht bist du heute auch hier und als Jungschulleiter oder sonst irgendwo und sagst, ich gehöre zu diesen Menschen, die diese Botschaft von Jesus auch zu anderen Menschen bringt.
Und auch diesen ist der auferstandene Jesus begegnet. Jesus möchte auch dir begegnen. Also wenn wir das lesen, merken wir, es ist absolut wichtig, der war wirklich tot, Jesus, und er ist auch wirklich real auferstanden und zu den Lebenden gekommen. Da wird diese ganze Theorie, das ganze Kapitel 15 ist extrem lang, ich lese nicht das Ganze vor, ihr könnt das selber mal noch lesen, wenn ihr wollt. Da wird einiges erklärt, ja, wie verhält es sich jetzt mit dem Tod, Auferstehung und so weiter, was hat das zu bedeuten? Und es gibt da immer wieder so ein paar Verse, die herausstechen, die das wie zusammenfassen. Der nächste von diesen Versen ist der Vers 14. Da heißt es, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Das können wir auch heute sagen, diese ganze Predigt hat keinen Sinn, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre, dann wäre alles nur Hingespinst. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich wahr ist, dann ist das eine unglaublich kraftvolle Grundlage für den Glauben, für das Leben und für eine Hoffnung, sogar im Sterben drin. Jetzt wird das da dann aufgerollt, wie sich das alles verhält, wie man sich das vorstellen kann, was das alles bedeutet. Und der nächste Punkt, der dann gesetzt wird im Vers 20, tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Und dann Vers 22, wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adam sind. Ebenso werden wir alle zu neuem Leben auferweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Jetzt wird es spannend. Jetzt plötzlich geht es um uns. Da heißt es, ja, Jesus ist gestorben und auferstanden. Was hat das mit uns zu tun? Heute. Sagt, ja, wir sind Nachkommen Adams. Wir leben auf dieser Welt, wir sind irdisch. Wir werden alle sterben. Statistisch sehr deutlich auch gezeigt, oder? 100%. Aber es gibt noch etwas anderes. Wenn wir mit Jesus verbunden sind und der Jesus ist wirklich auferstanden, dürfen wir eine Hoffnung haben, dass auch wir nach dem Sterben auferstehen werden. Und das ist diese frohe Botschaft. Deshalb ist das Sterben, wie es am Anfang begonnen hat, gar nicht eine traurige Botschaft, sondern eine frohe Botschaft. Das heißt, gar nicht fertig, sondern es geht weiter. Es geht darüber hinaus. Es ist nicht ein ungeheuerliches Übel, sondern eine fröhliche Perspektive. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, ja, wie funktioniert dann das genau? Wie ist das dann mit all diesen Geschichten, die wir hören, mit diesen Nahtoderlebnissen und so weiter? Und das haben die Leute da auch gefragt. Ich springe ein bisschen vorwärts, dann heißt es, vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden die haben? Wie funktioniert das genau mit anderen Worten? Und dann beginnt die Erklärung. Das Sterben ist, könnte man sich vorstellen, wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Und das abstirbt, aber woraus ein neues Gefäß, ein neuer Leib, etwas Neues, eine neue Pflanze in diesem Fall wachsen kann. Das können jetzt die Landwirte hier ein bisschen besser erklären, was genau mit diesen Samen und so weiter passiert. Aber das ist das Bild, das dann gebraucht wird. Und zusammengefasst im Vers 44, begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Mit anderen Worten, wir erleben alle einen irdischen, vergänglichen Leib. Das haben wir auch bei Jesus gesehen. Der wurde ans Kreuz genagelt und ist gestorben. Und dann gibt es aber auch etwas anderes. Eine Art, einen himmlischen Körper, ein himmlisches Leib, einen himmlischen Leib. Da haben wir auch gesehen, Jesus ist auferstanden und ist dem Menschen nicht als irgendwie halbtoter wieder begegnet oder so, sondern mit einem neuen himmlischen Auferstehungsleib. So wie wir denken können, so einen dürfen wir dann auch einmal haben. Und das ist ganz spannend, wenn wir schauen, wie Jesus dem Menschen begegnet ist. Das war ja plötzlich etwas
fast etwas ein bisschen Surreales, in dem Sinne, dass die Menschen das gar nicht recht einordnen können. Wir lesen von ein paar Begegnungen, die Jesus mit diesen Menschen hatte, zum Beispiel auch mit den Frauen am Grab, die wurden in dieser Liste gar nicht erwähnt, also es gibt noch mehr Augenzeugen, und die haben Jesus gar nicht erkannt. Die haben gedacht, hey, wer ist das, der Gärtner, irgendjemand? Und plötzlich haben sie gemerkt, wow, das ist ja Jesus. Wir lesen von Begegnungen, wo die Jünger eingeschlossen waren und plötzlich war Jesus da, mitten unter ihnen, ist so wie aus dem Nichts aufgetaucht. Himmlischer Körper, himmlisches Wesen, quasi direkt aus dem Himmlischen sichtbar geworden auf der Erde und ist dann wieder verschwunden. Also wenn wir das schauen, wir haben diese Begegnungen, diese realen Begegnungen stattgefunden, dann merken wir, das ist eine neue Leiblichkeit, etwas Neues, etwas Himmlisches, das in diese Welt hereingebrochen ist. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, ein unfassbares Ostergeschenk, dann kommen wir zum Vers 54. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also am Schluss kommt der Schreiber zu dem Punkt, wo er sagt, Leute, an Ostern ist der Tag, wo wir zusammen feiern, dass der Tod überwunden ist, dass es eine Hoffnung gibt über den Tod hinaus, und zwar in oder durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vielleicht bist du jetzt hier und sagst, ja gut, das klingt alles schön. Damals ist Jesus plötzlich aufgetaucht und diesen Leuten erschienen. Wie können wir heute diesem auferstandenen, lebendigen Jesus begegnen? Wie können wir sagen, wir sind in Jesus, oder wir können auch durch Jesus diese Hoffnung in uns tragen? Wie können wir sagen, wir nehmen diese rettende Botschaft an, dass wir diese Perspektive haben, dass es nach dem Tod nicht irgendwie fertig ist oder keine Ahnung, sondern dass wir sagen können, ich habe diese Hoffnung, dass ich wie Jesus auferstehen darf, einen himmlischen Leib bekomme und in Ewigkeit bei Gott sein darf. Wie kann das ganz genau funktionieren? Und das ist eigentlich der Kern dieser wunderbaren Botschaft. Deshalb hat Paulus am Anfang gesagt, das ist eine gute Botschaft. Er hat ja dieses eine gesagt, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, ihr erinnert euch. Dort beginnt es, dass wir merken, ja, Sünde, es gibt das etwas, was mich trennt von Gott. Ich brauche Vergebung von Jesus und Jesus ist tatsächlich gestorben. Er hat wirklich die Strafe für mich bezahlt. Und ich will dieses Geschenk annehmen. Ich will Jesus um Vergebung bitten und er vergibt mir so gern. Das heißt ja, dass er die Welt so geliebt hat, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, dass er an unserer Stelle stirbt. Und das Zweite ist dann das Auferstanden. Jesus ist auferstanden. Glaube ich das? Will ich mich daran festhalten, dass Jesus die Macht der Sünde und die Macht des Todes besiegt hat? Ein für alle Mal. Und das Dritte ist, was wir auch gelesen haben über diese Briefempfänger. Sie haben diese Botschaft angenommen. Sie wurden gerettet von diesem Schauerlichen des Sterbens, gerettet mit einer ewigen Hoffnung, beschenkt, Frieden mit Gott eigentlich in alle Ewigkeit. Und sie haben ihr ganzes Leben darauf gegründet. Sie haben gemerkt, hey genau, das ist ja diese wunderbare Botschaft da, das lohnt sich, das ganze Leben darauf zu gründen. Zu sagen, ja, wenn das wahr ist und ich mich an dir, Jesus, festhalten kann und du diese Hoffnung schenkst, dann will ich wirklich mein Leben auf dir, Jesus, gründen und fragen, was du willst und nicht, was ich will. Eine spannende Sache. Vielleicht bist du jetzt hier und denkst, ja, das klingt gut. Ich habe ein kleines Bild mitgenommen, und zwar dieses Seil. Es ist wie dieses Seil, wo wir sagen können, ja,
sieht gut aus. Es führt zum Kreuz, es führt zu Jesus hin. Ja, da kann man sich ruhig daran festmachen. Das sieht für mich gut aus. Es gibt viele Leute, die behandeln das genau so mit dem Glauben, oder? Ja, schaut man an, spricht darüber. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht oder so. Ja, interessant. Irgendwo ist sogar ein Glaube da, dass Jesus das wirklich getan hat. Und dann steht hier, dass diese Christen diese Botschaft angenommen haben. Die haben es nicht einfach angeschaut, darüber geredet, sondern haben gesagt, doch, ich will mein Leben da hineinhängen. Und das ist dieses Bild, was ich dir heute mitgeben will. Ich mache mein Leben hier an diesem dicken Seil fest, das hält, hoffentlich. Und dann sage ich, Jesus, ich will diese Botschaft annehmen. Das heißt, ich hänge mich bei Jesus ein. Ich bin festgemacht am Kreuz. Ich verlasse mein Leben darauf. Ich war im letzten Herbst in der Kletterhalle. Wer das kennt, kann meine Situation nachempfinden. Kletterst du hinauf, bist am Seil angemacht und dann gibt es diese Topaz, oder? Das gibt so irgendein Gerät, das zieht dann das Seil immer an, dass man schön daran hängt, und wenn man oben ist man super gesichert, aber dann musst du ein bisschen herausspringen, dass dein ganzes Gewicht da reinfällt und dann lässt es dich schön langsam wieder herunter. Das habe ich gemacht, bin heraufgeklettert, dann war ich oben, habe heruntergeschaut, dann habe ich gemerkt, dass von oben ja alles viel höher aussieht als von unten. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt wieder herunter, du musst loslassen und ins Seil reinspringen. Dann habe ich gedacht, meine Zeit, wenn das nicht funktioniert. Dann habe ich heruntergeschaut und dann wurde es mir gerade ein bisschen mulmig. Ja, wer kennt das? Wer war mal klettern? Topaz? Einige kennen das. Das hat recht Überwindung gekostet, sich da wirklich reinzuhängen. Aber gut, ich habe dann überlegt, ja, alle Leute machen das, das muss funktionieren. Man liest keine Schlagzeilen von ständig neuen Toten in den Kletterhallen und so. Habe mich getraut, habe allen Mut zusammengenommen und bin da ein bisschen rausgesprungen. Es ist schön langsam heruntergegangen. Und genauso ist es mit dem Glauben. Man kann das lange anschauen, aber Annehmen bedeutet, ich hänge mein Leben da rein und sage, Jesus, ich vertraue dir, dass das hält, dass es funktioniert. Und Leute, das kann ganz viel Mut brauchen beim ersten Mal, bis man plötzlich merkt, hey, das trägt ja, es hält, es funktioniert. Und mir ist dann immer eine Hilfe, wenn ich denke, ja gut, ich habe das jetzt selber noch nicht erfahren, aber es gibt so viele Menschen, die sich bei Jesus eingehängt haben und die eigentlich Zeugen dafür sind, wie tragsicher das ist, wie traghaft. Und wisst ihr was, beim Klettern ist es ja so, da macht man 2-3 Mal und plötzlich hat man dieses Gefühl, ja, das funktioniert ja tipptopp und es wird plötzlich ganz lustig und spannend und toll. Und so ist es bei Jesus auch, wenn man sich bei Jesus einhängt und diese Erfahrung macht, Herr, Jesus ist da, er hält mich, er trägt mich. Plötzlich wird das so etwas Fröhliches und Gutes und man braucht gar keinen Mut mehr. Im Gegenteil, es ist so richtig eine frohe Botschaft und man sagt, ich bin bei Jesus eingehängt. Und dann merkt man plötzlich, dass das Seil nicht nur zum Kreuz geht, sondern es geht dann bis zum Himmel hinauf. Es geht dann weiter. Es hält einem und gibt einem einen Weg und eine Perspektive bis zu Jesus. Und das ist der Vers, den ich euch zum Schluss mitgeben möchte. Im Johannes 14,6, dort spricht Jesus zu den Leuten, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mit anderen Worten, wenn du diesen Halt auch willst, mach dich an mir fest, sagt Jesus. Das ist der Weg. Das führt dich auf einem guten Wanderweg bis zum Gipfelkreuz und darüber hinaus. Über das Sterben, über den Tod hinaus. Wie gut, wenn man das angeseilt ist und nicht irgendwo im luftleeren Raum herumhängt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich möchte dir etwas mitgeben. Das ist eine kleine Broschüre, die auf dem Tisch herumliegt und unter dem Teller war. Hast du sicher schon entdeckt. Vielleicht gibt es etwas, das dich angesprochen hat, irgendeinen Punkt, wo du weiter denken willst. Das ist hier auf der ersten Seite nochmals eine kurze Zusammenfassung von diesen Gedanken. Einen Link, wo du das ganze Kapitel im 1. Korinther 15 mal lesen kannst. Das ist noch viel ausführlicher. So spannend. Und es gibt ein paar Ideen für einen Next Step.
Und das ist die Idee, einfach wenn dich etwas angesprochen hat und es ist vielleicht genau das, was dich angesprochen hat, dann gibt dir das einen Hinweis. Du kannst das einfach mitnehmen und so brauchen, wie du willst. Das erste, was hier steht bei 1, da heißt es, Jesus ins Leben aufnehmen. Was ist das genau? Wie funktioniert das jetzt? Wie kann das funktionieren? Wie hängt man sich bei Jesus ein? Wie kann man so in einem einfachen Gebet das Jesus sagen und ihn aufnehmen? Manchmal wird das Wort Bekehrung dafür gebraucht. Und ich habe hier einen kleinen Film verlinkt vom Live-on-Stage-Redner, der auch hier war, der erklärt, was eigentlich Bekehrung ist und wie das funktioniert. Also vielleicht willst du hier etwas mehr erfahren, dann schau mal diesen Film dir an. Ich habe auf der rechten Seite unter zweitens noch einen anderen Film. Vielleicht sagst du, ja, das Thema Auferstehung, ein bisschen interessiert es mich schon. Das ist ein Film über die Auferstehung. Er gibt ein paar Gedanken dazu. Er heißt Auferstanden und beschreibt den Hauptmann. Das ist eine fiktive Geschichte, aber auf biblischer Grundlage. Finde ich recht spannend. Vielleicht einfach als Osterabendunterhaltung. Ist aber nicht kostenlos, muss man kaufen. Dann habe ich auch noch 2 Möglichkeiten auf der Rückseite, wie man das in der Bibel selber vertiefen kann, mit 2 so Bibelleseplänen. Er ist auferstanden, so 5 Einheiten, ein Abschnitt in der Bibel und ein paar Erklärungen. Startet natürlich Auferstehung im 1. Korinther 15, was wir auch gelesen haben. Und dann Auferstanden intensiv, einen 30-tägigen Plan. Vielleicht sagst du, das fand ich jetzt schon spannend und ich will ein bisschen mehr noch darüber erfahren, was es mit dieser Auferstehung auf sich hat. Dann will ich dir empfehlen, vielleicht den ersten oder den zweiten, ein bisschen intensiver Plan zu nehmen, hingehen, lesen und das weiter zu studieren. Vielleicht hast du auch einen ganz anderen Punkt oder du merkst, wie Jesus dir auch begegnet ist heute, jetzt, bei diesen Gedanken. Ich möchte dich ermutigen, das weiter mitzunehmen. Und wir wollen ein kurzes Gebet sprechen. Du darfst einfach deine Worte mit hineinlegen und das mitbeten, was du selber Gott sagen willst. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du den Tod besiegt hast, dass du auferstanden bist und ja, dass es auch dir wichtig war in der Überlieferung, dass wir das so zuverlässig und mit vielen Augenzeugen bestätigt auch annehmen dürfen. Und ich will dir auch Danke sagen, Jesus, dass du uns eine Perspektive über das Sterben hinaus gegeben hast. Etwas, was wir mit unserem menschlichen Denken gar nicht selber konstruieren können. Aber du warst tot und bist zurückgekommen und du sagst, dass du der Weg bist, der einzige Weg zum Vater, in die Ewigkeit bei Gott. Danke, dass wir diese Botschaft, diese frohe Botschaft einfach hören dürfen, dass wir sie aber auch annehmen dürfen und dass sie eine rettende Botschaft ist. Und Jesus, wir nehmen uns ein paar Momente Zeit, wo jeder einfach eigene Worte in ein eigenes Gebet im Stillen jetzt sagen darf zu dir, Jesus. Amen.